Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Klemmbaustein-Stream bei mir im Cyril hier auf twitch.tv/brack.ch. Schön seid ihr wieder dabei heute an einem wunderbaren Dienstag, Vormittag, Mittag. Bis um 1 sind wir heute dran. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Der Troy ist schon da, herzlich willkommen. Wir bauen heute ein bisschen weiter an unserem roten Sportwagen. Der Name der Marke darf nicht genannt werden. Von Kada. Wir sind letztes Mal ein bisschen strugglen reingekommen, leider. Aber heute geben wir ein bisschen Schub. Und dann geht das hier schön vorwärts. So, wie geht's euch? Geht's allen gut? Tipptopp in die Woche gestartet. Bei mir nicht schlecht, ja. Kann man doch so sagen. Und ja, ich habe mit der Steffi noch ein bisschen an der Kamera umgefiguriert und wir sollten jetzt endlich ein bisschen bessere Qualität haben, was das ganze Lego-Bauen anbelangt. Ich könnte auch sagen, ob das wirklich so der Fall ist. Es sollte ein bisschen schärfer sein, wie auch schon. Und ich kann neu, wenn wir ein bisschen mehr Platz brauchen, auch ein bisschen rauszoomen. Hey, ist das nicht fabulös? Grüezi wohl, Nico. Schön bist du da. Wunderbärli. Also, ich habe schon alles, ich habe das schon mal vorbereitet. Alles schon eigentlich ready, dass wir weitermachen können. Wir sind am natürlich stehen geblieben und von da geht es jetzt weiter. So, mal schauen, wie schnell dass es heute vonstatten geht. Letztes Mal haben wir wirklich ein paar Bannen gehabt. Ja, mal schauen, wie viele Bannen es heute gibt. Ich tue schon mal, wenn ich da währenddessen auf die komischen Teile da treffe, die ein bisschen aussortieren, weil die sehen fast gleich aus. Die einen haben aber ein Kreuzchen und die anderen nicht. Und ja, wir wühlen uns da mal durch. Ich hoffe, ich scheitere jetzt nicht schon beim ersten Teil. Das wäre doch kein guter Start und nicht gerade verheißungsvoll für das, was noch kommen wird heute. Please. Ausser ich habe es schon verbaut. Im letzten Mal ich bin beim falschen. Nein. Wir sind komplett richtig hier. Ja, das ist aber schade. He? Ich weiß nicht, ob wir schon das aufmachen oder wird das hier mal noch mitteilt. Ich gehe mal geschwind ein bisschen führen. Bevor ich jetzt zu lang suche und das Teil schon noch gefunden am Morgen. Ja, der Nico, das schreit immer. Ich meine, der ist seine Stimme am Aufwärmen, oder? Der kann doch nicht mit normalen Lautstärke, oder schon? Wir haben hier noch weitere Anleitungen, das wäre Teil 2. Mal schauen, ob es hier etwas von einem Säckchen heisst. Ja, nein. Okay, good to know. Kein Hinweis, wenn wir welche Sache brauchen in dem Fall. You fucking kidding me? Das heisst jetzt zwar Beutel 2. Aber ich habe jetzt eigentlich wirklich alles schön durchgesucht. Ach, es ist wirklich zu verzweifeln. Bitte, liebe Klemmbausteinhersteller, schreibt doch einfach ganz genau, wann welcher Beutel drankommt. Und für so Töfis wie mich auch noch ein Hinweis. Hey, schau mal, das Teil sieht fast gleich aus wie dieses, aber es ist aber nicht das, sondern das andere. Bitte nimm das Richtige für den Block. Also ich meine, ich habe nur eine zweite Kiste mit einem 2 drauf. Und die ist leer. Habe ich gern. Morgen früh schon sind die nicht mehr ganz geputzt. Hey. Muss ich jetzt da ohne Scheiße das Zeug nochmal auseinandernehmen, oder was?
Natürlich muss ich es nochmal auseinandernehmen. Also letztes Mal war einfach der komplette Fail gewesen. Also da kann man nicht mehr helfen. Das ist einfach nur noch traurig. Also ich schaue jetzt nochmal, bevor ich das Ganze auseinandernehme, ob ich es wirklich falsch verbaut habe. Ich glaube, ich habe schon den Fehler gefunden. Nein, das stimmt nicht einmal. Ja, das haben wir letztes Mal schon auseinandergenommen. Das ist aber richtig. Da sind Kreuzchen drin. Und oben dran dürfen keine Kreuzchen drin sein. Weil das muss sich ja können drehen. Das stimmt. Also das sind die richtigen Teile verbaut. Das heisst, die einzige Chance ist noch, dass wir im Chassis irgendwo etwas falsch gemacht haben. Ich rede auch bewusst von mir. Das ist grundsätzlich nie alleine nur mein Fehler. Es ist immer auch automatisch euer Fehler. Dass das geklärt ist. Dass ich die Teile wieder da richtig an tun. Sag mal, sieht das Bild jetzt ein bisschen besser aus, da unten mit den Klemmbausteinen? Hat das funktioniert mit der Kamera? Dass das jetzt safer ist? Ich könnte mir noch vorstellen, dass es so eins ist von hier. Völliger Blindflug war das letzte Mal. Also wenn ich da jetzt noch die ganzen Fehler von letztem Mal aufräumen muss, dann können wir natürlich nie bezahlen. Da wäre zum Beispiel so eins. Ja, merci. So, aber nachher haben wir das Zeug wenigstens mal richtig aufgeräumt hier. Fehler von letztem Mal ausbügelt. Also ich empfehle euch einfach, wenn ihr das Zeug zusammenbaut, dann nicht streamen, oder? Weil da passen so kleine Fehler hier. Also das da Add-Kreuzchen, das da nicht. Und das ist eigentlich schon alles. Das noch irgendwie ein bisschen besser anschieben. So. Dass es abbricht. Ja. Frust ist real. Already. Hat doch jetzt schon angefangen. So. Gut. Fertig, lustig. Können wir jetzt endlich weitermachen hier? Ach, Gott sei Dank. Okay. Also, willkommen zum Klemmbaustein-Stream hier auf twitch.tv/brak.ch. Ich bin der Cyril. Ich habe nicht ein Klötzchen aufs andere richtig anklötzeln. Und trotzdem müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Das ist schon fast das Richtige, aber ich sehe schon nicht ganz. Okay. Das kommt so da. Ionix, salut! Grüezi. Herzlich willkommen. Du steigst im richtigen Moment ein, wenn wir die Fehler von letztes Mal ausbügelt haben und so aussieht, als würde ich wissen, was ich mache. Ist das nicht fantastisch? Also das wird ganz schräg da drauf geklemmt, aber ja, solange wir es dann mal fixieren können und das Zeug habt, soll es so sein.
Wahrscheinlich werden wir auch das mal nicht ganz fertig. Also ich bezweifle es, da wir noch 2 die Anleitung noch fertig machen und dann hat es nochmal 2. Würde mich doch ein bisschen überraschen, wenn das der Fall wäre. Aber hey, also ich meine, es kann nur besser gehen wie letztes Mal. Nach dem absoluten Oberfail. So, in denen und die. Da ist auch noch so eins. Kannst du nur zuhören? Okay. Ja, immerhin. Ich schätze sehr deine Unterstützung beim Lurken, beim auditiven Lurk, oder wie man das auch immer nennen will. Finde ich gut. Hauptsache du bist da. Das freut mich sehr. Ein bisschen Unterstützung kann ich brauchen. So. Also das muss schon mal so getriebemäßig da so innen und innen greifen. Und ich kann euch versprechen, dass das nachher für die nächste Zeit sicher das letzte Fahrzeug wird sein. Weil dann, also eben, wie immer, ist schon eine ganze riesige Schwette an neuen Sachen in den Startlöchern. Und ja, wenn ich so überall schaue, ich glaube, beim anderen werde ich ein bisschen weniger failen. Der zusammengebaute Verloser? Hey, das Thema haben wir doch schon mal gehabt. Das ist doch schade. Also, das ist doch die grosse Freude. Wenn ich jetzt das so ein bisschen würde dementieren zumindest. Aber das ist doch eigentlich die grosse Freude, oder? Das Ganze können selber zusammenzubauen. Also, wenn schon dann ein Komplettset. Aber ja, keine Angst. Also eben, ich habe das schon mal angetönt. Es wird wieder Verlosungen geben. Wir sind noch schöne Sachen für euch am Zusammentragen und dann braucht es entsprechend natürlich auch ein bisschen Vorlaufzeit, dass alle ganz eine faire Chance darauf haben, auch wirklich etwas zu ergattern. Aber das kommt schon wieder. Nur keine Sorge. Da wird es ja auch wieder coole Sachen geben. Ja, und wir haben noch ganz coole, tolle Mini-Projekte. Also wir werden auch mal noch ein Interview haben mit einem Spieleentwickler. Ich betreue unter anderem auch das ganze Brettspiele-Sortiment hier. Und das wird sicher auch mega, mega cool. Mal so mit jemandem, der erfolgreich über Kickstarter ein Brettspiel rausgebracht hat, ja, mal dem seine Gedanken zu erfahren. Hey, was braucht es eigentlich dazu? Wie lange hast du gehabt? Wie lange hast du es entwickelt? Wie viele Leute haben da überhaupt dran hocken? Das kannst du sagen, mal, jetzt bin ich safe, dass ich das kann releasen. Und ja, da musst du ja noch immer hoffen, dass du genug Leute bei Kickstarter findest. Es gibt so unendlich viele Projekte. Dass die Leute überhaupt finden, oder? Razor Crest von Mandalorian zusammenbauen wäre mal etwas. Ah ja, also da wäre ich natürlich auch absolut dabei. Ein bisschen Star Wars. Wir haben ja, wie heißt es? The Justifier haben wir zusammengebaut von, wie das heißt, Clone Wars? Nein, Bad Batch glaube ich. Mhm. Hat schon Lust auf mehr gemacht, vor allem. So, und das kommt jetzt. Das ist ja wieder etwas ganz Komisches. Ganz komisch. Ja, aber ich könnte natürlich jederzeit sagen, eben, wenn ihr etwas gerne würde sehen, was wir zusammenbauen. Ich versuche natürlich mein Möglichstes, dass wir das zusammen anbringen. Mal schauen, ob wir an die Razor Crest ankommen. Oh. Da irgendwie die Schuhe
unter dem Kabel hier vom Kopfhörer. Darum lieber kabellos. Also das sieht weird aus. Das ist doch auf der falschen Seite, oder? Ja. So. Sehr komplex. Also, aber wenn das mal fertig ist, wird das ja richtig geil hier. Also ich habe mich letztes Jahr auch noch so ein bisschen mit diesen ganzen Patenten auseinandergesetzt. Bei den Klemmbausteinen, vorwiegend natürlich mit dem vom Branchenprimus. Und ja, ist schon noch crazy, oder? Also ich meine, die haben offenbar in dem Bugatti Chiron, ja, darum ist er so schnell weggegangen offenbar. So eine Kurbelwellengetriebe irgendwas reingebaut. Ich weiß auch nicht genau, wie das fachsprachlich würde heißen. Und haben das natürlich patentieren lassen und fix ist es kopiert worden. Würde ich mich natürlich persönlich auch nerven. Auf die andere Seite, ja, wenn es für alles langsam ein Patent gibt, hindert jetzt irgendwie auch ein bisschen der technische Fortschritt, in dem andere sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, wie kann man es vielleicht noch verbessern. Wobei, wenn es besser ist, ist es ja wieder etwas anderes, oder? Das müsste ja dann eigentlich möglich sein. Das wäre dann wieder ein neues Patent. Wie viel kostet eigentlich so ein Patent? Das nimmt mich auch noch Wunder. Kommt das aufs Volumen drauf an, das du patentieren lassen? Oder wie viel Geld möglicherweise dahinter ist? Oder kostet einfach ein Patent immer 10'000 Stutz? Oder was man auch vorstellen kann, vielleicht... Ja, wenn es nur irgendwie so ein technischer Vorgang ist, dass es weniger kostet, wie wenn es der technische Vorgang und Teile ist, den du nicht kopieren darfst. Das tust du sogar aushandeln mit der Bionic. Okay. Interesting. Also je besser dein Verkaufsgeschick, desto weniger musst du zahlen. Hm? Das heisst, die Leute auf dem Patentamt haben natürlich auch ein Interesse daran, viel Geld zu verdienen und sind wahrscheinlich so richtig knallharte Sales-Typen und Typinnen. Typi haben wir ja letztes Mal gelernt, einfach ein Y als Ende und dann ist es genderneutral. Darf ich jetzt das Schwarze da? Wo ist es? Wo ist es? Gib's mir! Da. So. Oh, das. Weird. Absolutely weird. Ist lustig, es wird. Das ist eben auch wieder so etwas. Oder the details, please. The details. Da diese Seite. Wir haben hier ein graues Stäbli. Und hier ist ein Elfi und da unten ist ein Elfi. Das da ist aber ein schwarzes. Und es ist auf der nächsten Seite ist es schwarz. Also ja, keine Ahnung, was jetzt richtig ist und was falsch. Vielleicht haben wir irgendwo die falsche Farbe verbaut. Aber rein von dem, wie es schon aussieht, würde ich schon sagen, dass es eigentlich grau sein sollte. Aber siehst du, die kommen schon selber nicht mehr raus bei der Anleitung. Star Wars Patent ist das teuerste. Ja, nachdem es Disney gekauft hat, sind sie sicher noch mal hinterher und haben noch gerade ein bisschen etwas reingeschossen, dass es noch teurer wird. Oder wer weiß was, dass die Lizenz nie... Oh nein, es ist ja eben... Hey, es ist ja ein Unterschied, Lizenz und Patent. He? Aber was ist denn das Star Wars Patent? Einfach die Figuren, die drin sind und Geschichte oder was? Ja, es ist sowieso nicht mehr fertig. Ja, das stimmt auch. Eigentlich kann es mir ja Schnurzen gleich sein.
Aber es ist eben ein bisschen fürs Gewissen auch, oder? Dass ich es mal richtig mache. Wow, und das kommt jetzt richtig komisch da rein. Gott. Also jetzt muss ich mich irgendwie orientieren. Stimmen da die L-Teilers? Das kommt so ganz weit über. Und jetzt kommt das irgendwie unten rein. Und der? Muss das? Muss das? Ach, ich muss es noch umkehren, ich muss es auf die richtige Seite tun. Wäre auch ein Vorteil. Und jetzt irgendwie ein schwarzes Stäbchen durch. Das ist zu lang. Ganz wenig zu lang. So. Und 2 weiter vorne wie das. Ah, das kommt nicht ganz durch. Okay, wir sagen doch das vorher. Ah, sind wieder am Bohren, hey. Aber ja, eben, sie machen ja schöne Büros. Aber ich hoffe, ihr hört das nicht. Also es sollte glaube nicht allzu laut sein. Und jetzt doch ganz durchstoßen. Und noch, was? Ich habe noch ganz viele Teile dazwischen, die fast nicht gesehen ist. Also das brauche ich, das. Ich bin wieder sehr am Gamen verfallen, muss ich sagen. Vor allem jetzt gerade Guild Wars 2 ist einfach sicher, keine Ahnung, 6 Jahre echt nicht mehr gespielt, oder ich weiß auch nicht. Also zumindest habe ich mega viel im internen, also game-internen Postfach gehabt. Von verpassten Geburtstagen vom Game. Also ich bin wirklich schon sehr lange nicht mehr online gewesen, so wie es aussieht. Ich habe mich dann natürlich fest gefreut, die ganzen Päckchen aufzumachen. Und ja, jetzt haben doch auch ein paar Kollegen wieder angefangen oder sind schon am Spielen gewesen. Und da macht es natürlich gerade noch mal viel mehr Spaß. Das ist wirklich ganz locker da innen. He? Aber das greift auch da unten rein. Und da. Der muss eindeutig da so drüber. Also es dreht sich da, man sieht es ein bisschen. Unten dran, wenn ich das noch ein bisschen hebe, so eine Art. Ja. Ja, Patent und Lizenz ist nicht ganz gleich. Ja, Lizenz kannst du kaufen und darfst dann brauchen, aber das Patent, was dort dahinter ist, darfst du halt nicht kopieren. Ja. Erlaubnis zur wirtschaftlichen und privaten Nutzung eines Rechtssubjekts. Ja. Vom Internet. Ja, merci für die Erklärung. Finde ich immer interessant, wenn man jeden Tag ein bisschen etwas dazulernt. Bringt einem vielleicht früher oder später etwas. Wir haben uns in der Hotel- und Gastrobranche natürlich mehr mit Franchising auseinandergesetzt, aber so viel anders wie Lizenz ist es auch nicht. Also keine Ahnung, sagen wir, du machst jetzt eine Kette auf, die heisst King Donald und das läuft recht gut und so und ist dann quasi als Franchise, dass man kann überall so einen King Donald aufmachen. Du musst einfach die Lizenz zahlen und dich quasi an die Regeln und Reglemente halten. Die Vorgaben, dass immer alles genau gleich kommt. Du kannst dann die Marke benutzen.
Also, jetzt muss ich irgendwie da dazwischen die Federn bringen. Oh Mann. Okay, eine ist schon mal drin. Das ist richtig, oder? Schwarze. Komm mir vor wie ein Arzt hier, hey. Fällt nur, dass ich irgendwie Pinzette, Skalpell und Tupfer brauche hier. So. Gut, jetzt haben wir es drinnen. Hi! Bis jetzt läuft es sehr gut. Lotplay, willkommen. Schön bist du da. Hi, früher wie sonst. Ja, Franchise ist glaube schon wieder etwas anderes. Aber ich finde, es gefällt doch ein bisschen die gleiche Sparte, wie eben kaufst du eine Lizenz und kannst es dann brauchen. Aber du kannst halt, kannst dann glaube ich auch ein bisschen deinen eigenen Güssel damit machen. Du hast ja dann die Lizenz. Wie das ganze Problem mit, wie hat das geheißen? The One Ring oder so, da die Serie jetzt von Amazon Prime, wo sie ja Herr der Ringe Lizenzen gekauft haben. Aber eben nicht alle. Die von Silmarillion hat ja gefehlt, offenbar. Und sie haben dann halt einen Teil nur dürfen verwenden von dieser ganzen Geschichte und den anderen Teil nicht. Und darum ist es für so Hardcore-Fans mega schwierig wahrscheinlich, oder wird mega schwierig zum Schauen, weil einfach Informationen erfunden, also gewisse Hintergründe erfunden worden sind oder gar nicht angesprochen werden auch. Ich weiss nicht, ob etwas anderes darfst du erzählen. Keine Ahnung, ich sag mir, das sind irgendwie 12 Götter am Anfang und das würde im Silmarillion reinstehen und du hast die Lizenz nicht. Du kannst einfach sagen, es sind 6 Götter gewesen. Oder widerspricht das dann eigentlich der ursprünglichen Wahrheit vom Silmarillion? Und wenn du die Lizenz nicht hast, darfst du nicht einmal über das reden. Oder kannst du quasi deine eigene Welt dann erfinden? Ist das wirklich so? Ich habe gemeint, also ich bin der Auffassung gewesen, dass eben in der Systemgastro vor allem mit so diesen Buden wie Mac und so, dass die alle ganz ein krasses Reglement haben, wo sie sich daran halten, dass es eben überall genau gleich rauskommt. Und nicht, dass du kannst selber so eine Bude aufmachen und dann du machen lassen, wie du willst. Weißt du, was am Ende vertrittst du ja den Namen, oder? Oder bin ich da jetzt komplett falsch gewickelt? Das ist crazy. Geht das Ganze auseinander. Also es läuft noch nicht so super, finde ich, wie es könnte. Irgendetwas ist hier ein bisschen zu eng. Ich weiß aber nicht, was es ist. Irgendwo ein bisschen lockerer. So. Gut, ich meine, wahrscheinlich hängt das dann am Schluss an der Rede dran. Aber man sieht jetzt zumindest schon mal, dass sich die
Zylinder da bewegt und dahinter sich noch etwas bewegt und irgendwann kommt dann da eben noch das Getriebe dazu, wahrscheinlich in wirklich keine Ahnung. Wäre ja so etwas wie ein Porsche, wäre der Motor hinten. Ist das die Hinterachse in dem Fall? Oh, das Tapetenhemd. Ich habe nichts zum Essen dabei. Ich bin einfach rausgewuselt. Ja, Entschuldigung, ich habe wichtige Termine hier. Darf hier mit diesen Leuten ein bisschen Klemmbausteine zusammenbauen? Entschuldigung. Aber ja, ich würde es natürlich unglaublich schätzen, wenn sie etwas würden für mich zu essen kaufen. Und ich nicht müsste kläglich hier verhungern. Das wäre grossartig. Die Qualität ist immer gleich, ja, aber ich meine, wie viel Gewürz und so jetzt dort und da drauf kommt. Also, weil ich kenne Leute, die haben schon eine Sorte geschaffen und dann ist ganz klar vorgegeben, wie lange das brötet wird, wie viel Soße kommt rein, wie viel. Da hast du ja noch die Gewürzkanister, wo du einmal drückst und dann ist die richtige Menge Gewürz drauf und all das Zeug. Oder wie lange die Pommes in der Fritteuse sind und alles. Jede Woche das Gleiche vom Bäck, voll okay für mich im Fall. Was immer, ich esse ja alles. Ja, darum braucht es einen Koch, einen Klemmbaustein bauenden Koch. Braucht sie aus dem Stream. Das ist absolut essentiell, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir jetzt dann mal das Ganze irgendwie mit einem Rahmen fixieren, dass nicht alles immer so droht auseinanderzugehen. Holy shit, 90 Stunden schon am Schauen! Wow, crazy! Ja, dann im Namen von allen Streamers, merci vielmals für fast 90 Stunden. Sehr, sehr nah dran. Also nach dem Mittag hast du deine 90. Ein Stück Käse und ein bisschen altes Brot. Ja, aber damit es zusammenpasst, wenigstens auch ein bisschen alten Käse gern. Aha, Gerät musst du auch von der beziehen. Ja, ja. Ja gut, das stimmt auch wieder, ja. Das stimmt auch wieder. Oh, jetzt fast schon 30 Stunden? Hey, das ist doch das nicht. Nein. Alles gut. Ich finde es schon schön, wenn ihr nur schon ein Stündchen mal mit mir abhöckelt und da sind. Ich nehme alles. Vier. Aha, ich habe zu lange hier. Ja, sorry, Troy. Also, willst du nicht hier auf den Tisch legen, oder was? Ja, hoffentlich bist du so lange um als Mod. Hey, hallo? Einer muss ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen, oder? Please. Ich traue mich fast nicht hier oben drauf zu drücken. Hey. Bier um 20:12 Uhr? Ja, irgendwie musst du den Magen ein bisschen vorstimmen, oder? Ein bisschen einstimmen,
Vorfreude geben. Ich finde, ein Bier in leeren Magen macht immer hungrig. Also vor allem, weil es zum Teil noch recht reinbretscht. Wenn du wirklich einen leeren Magen hast. Und dann schöne geile Burger drüber runter. Ah! Oder ein bisschen Wings. Vorglühen, ja, der Magen vorglühen. Was Arbeit und Hygienekonzept betrifft, ist man frei. Okay, das würde zwar schon noch erklären, warum es nicht überall gleich geil ist. Das stimmt. Also ich finde, es gibt schon recht grosse Unterschiede. Das wäre jetzt natürlich die Top-Erklärung, warum das so ist. Weil einfach jeder ein anderes Hygienekonzept hat. Aber ja, sorry, also die Burger, die du zum Teil bekommst, die sind ja wirklich... Also ich bin nicht oft dort, aber die sind ja wirklich einfach reingeschwartet. Hey. Da musst du noch fast selber zusammensetzen. Es wäre einfach besser, sie liefern alle Einzelteile liefern und dann kannst du deinen Burger selber zusammenbauen. Wenn sie sich die Mühe schon selber nicht machen wollen. Das soll einfach noch ein bisschen günstiger sein und gut ist. Du kannst dir noch ein bisschen Personal sparen, das in der Regel nur hinten an der Theke rumsteht. Ist sie useless? Ja gut. Ich finde, man sollte schon immer wieder zur Sprache bringen, weil sonst bringt ja schlussendlich dann gleich nichts, oder? Das Problem ist einfach so lange ansprechen, bis sie gelöst sind. Zumindest wenn sie du selber nicht lösen kannst. No, der Klebe ist zu weit hin. Ah, gestern hat es mich auch ein bisschen getriggert. Meine Frau hat ein Panini-Heftchen mit den Panini-Stickers. Ich kann auch ein paar davon einkleben. Weil an sich ist das schon cool, auch wenn mich die Thematik nicht so interessiert. Aber der eine war einfach unten zu weit abgeschnitten von der Maschine her, ab Werk. Und dann hat einfach der Hintergrund so vorgeschaut. Das entwertet natürlich das komplette Panini-Heftchen. Absolutes No-Go. So. Hallo? Bitte gang an. Ohne dass ich es fest muss drücken, bitte. Okay. Also, wird gut, wird rot. Sehr rot wird. Und dann brauche ich die mit Füßli. Füßchen. Hier ist noch ein Füßchen. Ja, ich gebe dir da schon recht, aber es ist schon, gibt dir recht, aber ist ja geil. Ich finde, wenn halt nicht Leute ein bisschen in so eine Bewegung hineinkommen und anfangen umzudenken und einfach niemand den ersten Schritt macht und sagt, hey, sorry, das unterstütze ich nicht, ändert sich halt gar nie etwas. Da kannst du wenigstens einen Teil davon ein bisschen sensibilisieren, oder?
Das finde ich aber schon noch wichtig. Also ich meine, immer noch ganz aktuell mit der ganzen LGBTQ+-Bewegung. Wo immer noch viele Leute kein Verständnis dafür aufbringen können. So. Da. Okay. Muss das da unten so lödeln? Das macht mich ganz kirre. Pokémon-Seite finde ich auch einen guten Vergleich, ja. Die fehlerhaften sind teurer als die gut gemachten. Kommt aber auch noch auf den Fehler drauf an. Und ob du einen Sammler findest, was du gerade will. Das ist aber immer ein bisschen schwieriger, die zu finden. Aber ja, das ist das ganze TCG-Zeug. Schokimul, hello, welcome. Schön, bist du da bei uns. Freut mich sehr. Ganz Vegan-Geschichte. Ja, also ich finde, in einem Restaurant solltest du das schon respektieren. Genauso sollte dich aber Veganer respektieren, wenn das jetzt halt nicht willst. Weil einfach die Geschichte relativ weit zurückgeht. Aber ja, da sind wir wieder bei der Diskussion, eben, irgendeiner sollte damit anfangen und eben mal aufhören, dass die Fleischfresserei und vor allem, wir haben ja so eine richtige Filetgesellschaft, das Ganze ein bisschen aufzulösen. Ja, kann man jetzt natürlich endlos diskutieren, ja. Was zusammen Magic the Gathering in Oxford spielen, zuschauen, wie ich Lego auf Twitch zusammen. Was? Wie? Also wer spielt jetzt? Ist Meisterschaft in Oxford oder so? Das hat jetzt voll nicht mitbekommen. Ich habe aber auch aktuell echt keine Zeit. Hey. Wenn ich heimkomme, dann muss ich eigentlich schon schlafen. Also nicht, weil es schon so spät ist, sondern einfach, weil, wenn ich auf die Uhr schaue, ist es 16, wenn ich das nächste Mal auf die Uhr schaue, ist es irgendwie schon 11, halb 12. Fühlt ihr euch auch so? Ja, ich wollte eigentlich schon lange mal auch einfach mal so in den Laden rein Magic spielen, aber ich weiß nicht, ich bin da einfach so, da bin ich richtig so socially awkward, so der richtige Nerd, wo das genau die gleichen Leute sind, aber will ich einfach das Zeug überhaupt nicht checken und dort hat es halt so viele Checkers rum. Fast so ein bisschen der Respekt, oder? Wenn du dort in den Laden reingehst und mal irgendwie Friday Night Magic machst oder so. Ob sich die Leute nicht ein bisschen nerven, so, ach komm, ja, kennst du den Glimmer noch nicht? Was ist los mit dir? Ah, langsam kommt es einen Rahmen über, da geht es mir schon ein bisschen besser. I like. Leider habe ich meine Wasserflasche vergessen, das ist sehr schade. Luca! Sali Luca. Sorry, wenn ich dich jetzt so ausrufe. Wir haben sogar zusammen LOL gespielt. Ja, das stimmt. Nein, wirklich. Oh mein Gott! Was machst du denn da? Wie kommst du jetzt auf den Stream, hey? Ist ja witzig. Jetzt erst hat es mir geschaltet. Ja, voll.
Wir sind zusammen dort noch zu Oxford in so einen Gacki-Laden gegangen. Und du hast mich dann fertig gemacht mit dem Deck. Wie ich üblich fertig gemacht werde mit den anderen ihren Magic Decks. Ich einfach eine Pflume bin. Ah, was witzig. Hey. So lange nicht mehr gesehen. Haben die anderen nicht nochmal irgendwie so ein Reunion gehabt? Ich glaube schon. Was ist ein TCG-Laden? Ja, der Bionic, da kann ich auch nicht helfen. Nein, Trading Card Game Laden. Also, ich hoffe jetzt, die Frage war ironisch gewesen. Aber ja, wenn man sich vielleicht gar nicht mit dem auseinandersetzt, dann ist mein Kommentar eigentlich auch doof. Legends of Runeterra. Habe ich noch nie gespielt. Persönlich. Wie ist es? Braucht es ein bisschen mehr Strategie oder weniger? Also was mir jetzt aktuell am meisten würde reizen, wäre ein bisschen Flash and Blood, weil da alle so schwärmen davon. Ah, okay. Also kennst du schon. Ja, dann ist ja alles gut. Können wir ja alle Freunde bleiben. Haben sie einzeln etwas gehabt? Okay. Ja, keine Ahnung, ich bin ja schon beim ersten Treffen nicht. Also geschrieben zur Aufklärung von den anderen. Ich bin mit dem Schokimul zu Oxford in der im Englisch lernen gewesen, ja. Und zwischendurch mal ein Magic oder ein bisschen LOL haben wir gespielt, League of Legends, ja. So als Aufklärung. Für den Götti-Bub hast du so Cards kaufen. Hast du irgendwelche gekauft? Der hat eigentlich Pokémon wählen und du hast Digimon gekauft. Du bist nicht der Card-Gamer. Ja, ist ja nicht schlimm. Also es ist auch zum Teil eine riesige Geldmacherei natürlich. Gerade letzte wieder ja einen riesen Eklat gegeben. Mit Magic, wer hätte es gedacht? 30-Jahres-Edition, die ja rauskommt, wo von der Beta recht viel Karten drin sind. Also von der Edition, die keine Ahnung 1984 oder irgend sowas rausgekommen ist. Und dort drin sind nebst der Alpha ein paar von der teuersten Karten drin, die kommen jetzt als Reprints. Aber 10 Karten in einem Booster kostet 250 Franken. Das heisst, ein Display kostet 1000 Franken. Und die offiziellen Partnerläden, die bekommen so 1 bis 2 Displays. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie sinnvoll das jetzt ist und ob man da eigentlich dieser riesigen Fangemeinschaft einen guten Service geboten hat oder die Leute nur hässlich gemacht hat. Ich meine, das ist wie wenn es Champions League Finale nur 10 Tickets gibt. Ah, und Chokimul. Okay, du bist schon dort am Turnier gewesen. Wow, okay, Jesus. Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen. Du hast da easy schön ein paar gute Decks im Magic zusammengebaut. Ja, merci vielmals fürs Vorbeischauen. In dem Fall viel Vergnügen und hoffentlich bis bald wieder. Würde mich sehr freuen. Ja, eben, also der Preis ist jenseits von Gut und Böse und darum hat es natürlich eine riesige Aufruhr gegeben. Wie du musst dir vorstellen, die ganzen Partnerläden, oder dass du Partner werden musst du ja Events veranstalten. Minimum das Friday Night Magic, wo ja du auch eigentlich wie auf Freizeit gehst und die Laden zur Verfügung stellst, wo die Leute können spielen können. Du kannst natürlich zum Teil auch Promomaterial und so Sachen natürlich über. Aber anyway, das ist recht viel Aufwand über mehrere Stunden. Und dann hast du die ganzen Spieler, die schon seit ewig dabei sind und viel Geld reingebuttert haben. Da kommt so etwas raus, wo sich eigentlich alle
würde freuen, hey, mega cool mit den Kollegen mal wieder die Memories von früher durchgehen und das Ganze nochmal neu durchleben. Und dann machst du es einfach unerreichbar, das Produkt. Das Papier ist so teuer geworden, ja. Vielleicht ist es ja nur das. Vielleicht ist es ja nur das. Gute Erklärung. Oh, jetzt müssen wir ihn zusammensetzen. Wird doch noch recht gross. Also, ja, nicht ganz. Oh, ja, etwa so gross wie mein Unterarm. So lang. Ja. Ist ja ein offizielles Längenmaß, oder? Eine Elle. Ich frage nur, wer hat seine Elle dran gegeben? Und ich glaube nicht, dass man es heute noch benutzt. Aber. So komm jetzt. Aber ja, oder wer hat einen Fuß abgemessen früher mal? Also Feet. So, also das ist ja voll weird. Oder in Schritt. In Schritt messen. Ja, in dem Fall. Ah, leck mir, ist schon wieder 12 Uhr. Ein guter, ja. Merci auch vielmals fürs Vorbeischauen. Sehr, sehr guter. Ich kann wie üblich später dann das Vergnügen, meinen Magen mit irgendwelchen Leckereien zu befüllen. Ich liebe es ja, so alltägliche Sachen möglichst kompliziert auszudrücken. Hä? Irgendwo kommt ein blaues Teil an, aber niemand weiß. Niemand weiß wo. Das muss doch rauf. Wieso geht das nicht mehr rauf? Ah! Also jetzt hängen sie zusammen. Und ach, die müssen aber rauf. Wieso habe ich das jetzt nicht mehr rauf tun? Oder muss ich die nochmal wegnehmen? Aha, ja. Wenn er zuerst auf, sonst wird das nicht. Eine richtige Doktorarbeit. Also ich erwarte ja nachher den Professortitel, wenn ich mit dem mal durch bin. Was seine Zeit noch könnte dauern. Also das kommt führen. Okay. Aber das ist... Ich sehe einfach nicht, wo das soll ankommen. Soll das nachher dran heben? Also es wird extra noch so vergrößert zeigen, aber es hilft mir wirklich überhaupt nicht. Hilft mir überhaupt nicht. Also wenn ich das da anlege. Ja, wobei, mal doch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ankommt. Aber das hebt ja nicht. Also es hat hinten dran. Das kann es doch nicht sein. Also jetzt... Ja, und dann noch abschränzen. Aber ich muss jetzt das euch glaube geschwind zeigen. So, okay. Also. Ich muss das blaue Teil da unten versorgen. Und offenbar kommt das da zwischen diesen zwei Gelen rein. Und es ist vorne dran ist das Kreuzteil. Und da auf der Seite wird noch irgendetwas angezeigt, so hey, das ist so zwischen zwei blauen, ist noch ein weißes, ein gelbes und dies kommt ganz unten an. Fantastisch. Und wenn ich jetzt das so an tue, dann hebt das einfach nie hinten dran. Also das geht einfach durch das Loch durch. Das wird nicht heben. Also wird wahrscheinlich wieder irgendwo irgendetwas vergessen gegangen sein, oder was?
Das ist gerade bei dem Blauen so. Abreißen sollte ich es nicht. Ah! Da hinten dran hat es noch so 2 schwarze, die man noch umdrehen kann. Jetzt habe ich es gesehen. Alles gut. Jetzt hätte er besser gesagt, dass man es umkehrt. Also das hätte jetzt mehr geholfen. So. Nice. Dass keine Teile drunter sind. Was gibt es bei euch Wunderbares zum Mittag? Ich bin schon ganz hungrig. Also so wie es tönt, gibt es bei mir einfach wie immer am Donnerstag. Bei mir gibt es wirklich immer genau das Gleiche zu essen. Gibt es einfach Sandwich und Salat. Und am Morgen immer noch ein Müsli. Du ja immer schön brav aufessen. Ja. Hast jetzt du müssen da raus? Eins weiterführen. Also wie das Ganze so gewackelig ist wirklich eine Challenge. Und wenn dann eben so der ganze Scheiß noch wegkommt hier, ich mich wieder so schön aufregen darf. Ich bin gerade hässig. Jetzt bleibst du einfach da. Ich kann das eben nicht einmal fixieren, das Teil. Oh, eine richtige Zangengeburt. Okay, aber jetzt habt es schon mal auf der einen Seite. Die andere müsste jetzt einfacher sein. Okay. Focus Mode beendet. So, habt jetzt das noch irgendwie ansatzmäßig richtig? Ich denke, das ist irgendwie verzogen da unten. Das greift auch nicht. Also das kann sich nicht drehen. Die Frage ist, woran das es liegt. Oder? Weil das sollte sich eigentlich relativ gering hier bewegen, aber es ist irgendwie verzogen. Irgendwie, weil das da zu viel Zug getroffen hat oder so. Also das stimmt. Also es bewegt sich ganz ein bisschen hier, das da drinnen. Aber es sollte doch sicher ein bisschen einfacher. Ja, jetzt geht es zwar ein bisschen besser. Aber es rattert so. Es macht so klack, klack, klack. Und das sollte ja sicher nicht der Fall sein.
Ah, hier ist das Zahnrad irgendwie. Steht hier an dem Teil nebenzu. Ah, hervorragend, auch wieder abgeht. Also die Frage ist, ob es echt... Ob echt die blauen da irgendwie runter müssen. Ich habe fast das Gefühl, die müssen doch auch noch... Ich glaube, die grauen da müssen irgendwie noch runter. Die müssen wahrscheinlich auf einer Linie sein. Aber ich kann das irgendwie nicht drehen, weil es dann da vorne ansteht. Das heisst, die Möglichkeit bestünde, es geht langsam alles auseinander, dass ja, jetzt haben wir es komplett mal auseinandergenommen, das ist wunderbar. Ich glaube, das ist einfach zu weit vorne. Ja, ist es. Ist es tatsächlich. Das kann ich gut auseinandernehmen. Ich muss irgendwie das Teil rausschieben. So. Dann muss ich alles irgendwie wieder zusammenbauen. Ah, ist das ein Spaß? Zum Glück sind ihr alle am Essen hoffentlich und sehen mich gar nicht. Haha. Das Problem ist, schnell steht es aber da hinten an. Damit einfach 2 Löcher dazwischen sind. Komm, ich nehme jetzt einfach den ganzen Brunz auseinander. So, jetzt durchs 2 da rein. Und da durch. Also das muss aussehen für euch, wenn ich da wirklich alles gebe, das so schlimm zu machen für euch, wie nur möglich. Okay. Also das ist jetzt richtig drin. Gut. Jetzt das ganze Zeug wieder in die zusammen tun. Es ist noch alles abgehakt. Davor. Das ist mir eigentlich wurscht. So, und die blauen da müssen jetzt auch noch irgendwo rein. Das sieht schon viel besser aus. Das macht jeder da nämlich auch Sinn. Eigentlich wäre es ganz einfach, wenn man die Anleitung lesen könnte. Wir machen jetzt einfach einen Fail-Stream draus.
könnt ihr einfach, dann ist schon klar, was man muss erwarten. Okay. Das da regt mich auch gerade auf. Das da dreht sich nämlich auch nicht. Gut, ist die Frage, muss es? Also so wie es sich bewegt schon. Ah, jetzt. Okay, okay. Aha, es hat einfach in das freischwingendes Teil da unten. Wo es ansteht, wenn man es ableitet. Okay. Und da funktioniert es jetzt auch. Noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Das ist. Wenn ich von da unten drücke, geht es gut, aber wenn ich. Aha, gut, der Rädchen tut natürlich durchdrehen. Die bewegen da natürlich das da nicht. Okay, aber in dem Fall ist es safe. Also, es bewegt sich und es geht alles ineinander rein. Also, Leute. Hi. 5 Viertelstunden. Und wir sind immer noch nicht über die erste Anleitung raus. Aber ich freue mich schon, ehrlich gesagt, also ich meine, es ist geil, wie hier alles ineinander reingreift und so. Einfach während dem Aufbau bin ich jetzt doch öfters am strugglen, als ich sollte. Vielleicht auch, weil ich, keine Ahnung, unkonzentriert bin oder so. Aber ich freue mich trotzdem mal dann wieder auf etwas weniger Technisches, wenn wir das das nächste Mal, nein, das nächste Mal eben noch nicht. Das ist jetzt noch zu früh, aber vielleicht das übernächste Mal, vielleicht schaffen wir das. Wenn wir das dann wieder in Angriff nehmen. Einfach nur ein Klötzchen, das eine aufs andere und gut. So. Der hebt jetzt wirklich fix. Ich komme gerade heiß über. Ich muss mal geschwind das Fenster aufmachen. Oh. Gerade Schweißausbrüche über so viel Stress am Mittag. Das stimmt. Ich tue mich besser mal ein bisschen konzentrieren. Letztes Mal habe ich doch sehr viel geschnurrt und es ist sehr viel daneben gegangen. Muss ich auch nicht konstant schnurren. Das kann ja mal ein bisschen gemütlicher sein, oder? Sind ihr da auch dieser Meinung?
Pizzateil. Ah, das kommt drunter, okay. Ich kann sie auch einfach mal wieder auf den Hunger schieben, weil ich nichts gegessen habe. Ich finde, das ist immer eine faire Ausrede. Sehr dankbare Ausrede auch. Kann man sich auch sonst nicht konzentrieren. Fehlt ja der Zucker. Oder? Also wie wenn ihr eine Prüfung habt in der Schule, noch geschwind Traubenzucker reingeschmissen, habt ihr sicher auch gemacht, oder? Also ich in der Regel aber schon. Ich habe immer das Gefühl, es hilft. Du hast zwar, wenn es eine lange Prüfung ist, hast du nachher so ein Flat, wo du dann mal nicht mehr so magst. Aber ja, mit dem musst du jetzt halt klar. Seht ihr, wie das Ring geht, wenn ich nur ein bisschen zusammenstecken muss? Das ist absolut mein Challenge-Rating. Einfach noch ein bisschen das Zeug aufeinander aufstecken. Interesting. Okay. Und das kommt jetzt an die Seite. Hey, wow. Ohne dass ich etwas kaputt gemacht habe. Schöne Abwechslung. Nachher hat es auch ein bisschen grössere Teile in den nächsten Säcken, habe ich schon mal gesehen. Also es dürfte ein bisschen unproblematischer werden. Was habt ihr so für Klötzli-Sets aktuell daheim? Vielleicht schon ganz lustig sind, um die zusammenzubauen. Ich habe aktuell wirklich nichts daheim. Ich denke, das langt, wenn ich hier fehle, dann muss ich nicht daheim auch noch feilen. Sollen die machen, die das können. Meine Miniaturen schauen mir jeden Tag an, wenn ich am PC hocke, weil es sind gerade links von meinem PC, also vom Bildschirm, habe ich meine Figürchen, die ich anmalen sollte. Die schauen mich immer so vorwurfsvoll an. So, hey, mach doch mal endlich fertig. Jetzt hast du jetzt angefangen und bist immer noch nicht fertig. Ja, ich weiß, es tut mir auch mega leid. Aber jetzt wollte ich einfach gerade Guild Wars spielen.
Ja. Aber früher oder später muss jetzt sowieso entweder das oder das nächste Wochenende. Wir sind noch fertig vorbereitet für unsere nächste D&D-Runde im November. Gibt es noch ein paar Details zum Ausfielen. Das ist vielleicht auch so etwas. Also, interessiert jetzt vielleicht nicht jeden, aber ich schreibe am so einem D&D-Kampagnenbuch schon ziemlich lang. Habe jetzt aber auch wieder ziemlich lange Pause gemacht. Und ich habe dort in dieser Geschichte schon sehr lange halt bis am Schluss so sollte zum Höhepunkt kommen. Oder so das ultimative Böse. Das will ich jetzt auch nicht spoilern, weil es garantiert Leute hat, die das irgendwann schauen von meiner Gruppe. Will ich jetzt auch nicht sagen. Aber jetzt sind wir da auch schon fertig. Einen Moment. Und das habe ich mir ausgedacht. Und da bin ich mega stolz drauf, weil ich finde es sehr, sehr, sehr einzigartig und halt cool. Da darf man sich auch selber mal ein bisschen beweihräuchern, wenn man eine gute Idee hat. Finde ich voll okay. Und ja, jetzt ist die Idee ist zwar immer noch einzigartig, aber ein Teil davon wird jetzt wahrscheinlich der Matthew Mercer machen, also der wohl bekannteste Dungeon Master, was es gibt. Und das entwertet natürlich zu einem gewissen Grad ein bisschen meine Geschichte, oder? Vor allem, weil meine noch nicht veröffentlicht ist und seine, das wird sein, sehr bald. Ja, und das gurkt einem dann ein bisschen an. Oder ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal kennt, so mega gute Ideen, wo ihr richtig stolz drauf waren und denkt habt, hey, das ist jetzt so wirklich einzigartig, ich habe das sonst noch nie gesehen und mega cool, da tue ich jetzt alles reingeben. Und dann kommt einfach irgendjemand um die Ecke rum, der sagt, aha, ja, das bin ich auch gerade drauf gekommen, mache ich jetzt. Und du so, ja, aber ich habe das schon länger, aber ich kann jetzt das noch gerade nicht rausbringen und so. Und ja, ist gleich, ich kann es halt jetzt gehen und ich kann es jetzt rausgeben. Präsentieren. Quasi. Ja. Hat mich ein bisschen betrübt. Bleib doch einfach. Also das ist, wenn über so eine ganze Länge hier, das musst du so reindrücken, das ist echt, also das kann nicht beschissener sein. Das ist aber schon immer so gewesen, hey. Können wir nicht, man muss halt an allen Seiten gleichzeitig drücken, können wir nicht mit dem? Ich wollte das nicht hören. Jetzt habe ich noch mega viele Teile. Und jetzt will es hier, dass ich die dritte Säcke aufmache. Also es steht nicht in der Anleitung, aber die es will, die habe ich nicht. Oh, welche Freude! Ja, aber um halt Ideen können realisieren, braucht es einerseits halt wirklich natürlich Zeit und auch Disziplin, um die entsprechend zu verfolgen und dann einmal realisieren. Aber es braucht halt auch Kohle. Das war zum Beispiel das Gleiche mit den ganzen E-Sports-Bars, die es ja jetzt überall ein bisschen gibt. Hätte ich auch am Anfang gerne eine aufgemacht und gerne in Zürich irgendwie.
Aber da gibt es ja... Also ich bin, glaube ich, der Businessplan am Schreiben sogar. Und dann gehe ich halt immer ein bisschen schauen, oder? Weil ich weiss nicht, in England ist das so ein bisschen Thematik gewesen. Also ich weiss nicht, wie der erste weltweit oder so, oder wer auf die Idee kam oder so. Das wollte ich mir gar nicht auf die Tafel schreiben, überhaupt nicht. Aber es wäre halt cool gewesen, so in der Schweiz das Ganze noch ein bisschen zu verbreiten, oder? Und dann macht er sich in Zürich seinen Laden auf. Die ich gerade mögen. Ja, und jetzt gibt es natürlich mittlerweile mega viele so E-Sports-Bars, Gaming-Bars, Lounges, was auch immer. Gibt es doch ein paar. Phoenix, hey, willkommen, grüß dich. Ich hätte dich früher können brauchen. Ich habe mal wieder etwas völlig verkehrt zusammengebaut. Aber ich habe es dann herausgefunden. Ja. Aber sonst geht's gut. Wie geht's dir? Bist du fit und munter? Hast du schon zu Mittag gehabt? Bei mir ist er noch nachher. Ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Klappt alles, ja eben. Da reden wir jetzt nicht. Wenn du das wirklich sehen willst, dann kannst du dir die Peinlichkeiten im VOD geben. So, jetzt tun wir endlich mal die Federn fixieren, da bin ich auch froh drum. Dass die mal da auf der richtigen Höhe und Seite verankert sind. Geht's dir gut? Wunderprächtig. Ja, ist ja schon fast wieder ein bisschen sommerlich. Also wenn ich rausgehe, muss ich wirklich Pulli, Jacke, alles abziehen. Schmilzt ist schon wieder davon. Ich habe schon gehofft, dass die Mucke jetzt endlich mal alle weg sind, aber ja, jetzt hat es wieder mega viel rum. Hey. Aber es wird in der Wohnung so warm, dass du irgendwie aufmachen willst und dann hast du aber den ganzen Scheissdreck in der Hütte drin. Wir haben auf der Terrasse, bei der einen Säule hat es so mega viele Spinnennetze. Und die sind schon richtig fett. Also die kommen das so viel zu fressen über. Die kommen gar nicht nachher mit alles einpacken zum Takeaway. Wirklich, die kommen nicht hinten nachher so viel, wie dann ins Netz hineinfliegt. Die haben alles so entlang von ihrem Spinnennetz so eingewoben gehabt. Und zwischendurch bringen sie es dann, glaube ich, wieder irgendwo auf in so eine Ritze, wo sie das Zeug fudern oder so. Es ist nie im Netz selber, sie kommt nur am Abend, kommt sie dann aber runter, schauen, wie viel zu fressen das sie hat und dann bringt sie es wieder zurück in den Tiefkühler. Für nächstes Jahr. Fleugengitter. Ja! Ist ja gut, aber wir haben dort so eine grosse Schiebetür. Ich weiss nicht, kann man dort das gescheit anmachen, dass du das dann auch aufziehen kannst? Keine Ahnung. Also es ist eben eine Mietwohnung. Ich weiss nicht, das müssen wir wahrscheinlich fast schon irgendwie so fixieren, dass du es nicht mehr so schnell wegbringst, oder? Aber ja, wäre vielleicht mal eine Investition wert, keine Ahnung. Aber jetzt sind wir gerade dran diskutieren, ob wir recht umziehen, weil sich gewisse Möglichkeiten ergeben haben für meine Frau, zum andere Sachen zu verfolgen. Jobmäßig. Und das wäre halt ein bisschen weiter weg.
Ja, und dann ist natürlich die Diskussion wieder ja, ein bisschen mehr die Mitte ziehen von beiden, oder? Weil du willst ja nicht, dass dein Partner irgendwie 2 Stunden fährt und du, ja, ich bin 10 Minuten bin im Geschäft. Das muss sich schon ein bisschen ausgleichen. Also fällt das ins Wasser. Aber leck, habe ich letzte geile Wohnung gewesen. Also da hätte ich wirklich gerade am liebsten Kaufen-Button gedrückt oder Mieten-Button. Oh, das ist ein riesen Ding mit Galerie und ich träume schon, seit ich klein bin. Ich finde Galerie finde ich einfach so geil und die hat so ganz spezielle gehabt, weil die ist so Duplex Maisonette, also auf beiden Seiten und einen zweiten Stock. Und da hat es auf der rechten und auf der linken Seite unter dem Giebel ein Zimmer gehabt. Und in der Mitte sind die durch so einen Schwebegang verbunden gewesen, wo du quasi über dem Wohnzimmer drüber gelaufen bist. Völlig, also voll geil. Bin ich fast übergefallen. Aber ja, ist leider zu früh und mit Parkplatz und allem dann doch kostet es dann doch noch ein bisschen etwas. Aber es war sehr, sehr viel günstiger gewesen, als ich gedacht habe. Vor allem 6,5 Zimmer noch gehabt, keine Ahnung, 160 Quadratmeter und richtig geil. Ihr habt beim Balkon auch ein Flügel. Okay, gutes System. Schon mit dem Vermieter besprechen, ja. Eben, siehst du, ein Fix muss anmachen, fast schon. Ja, aber eben, wenn wir dann umziehen, allenfalls nächstes Jahr, falls das so weit kommt, dann machen wir das dann, wenn wir da eine fixe Entscheidung getroffen haben. Ah, zum Glück ist ja alles schwarz und rot. Da habe ich so super den Überblick. Ich brauche genau das da, aber umgekehrt. Da. Weißt du, ich soll Pre-Stream so mit einem Sortiersystem anfangen. Ich habe wirklich auch keine Zeit für das. Auf der anderen Seite geht sie hier auch nicht vorwärts, weil ich die ganze Zeit die Sachen muss suchen. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Da. Ah, was? Ihr habt euch noch in Real Life getroffen, der Phoenix und der Troy, am Hero Fest. Ist eigentlich gut gewesen? Oder habt ihr euch unabhängig von dem mal getroffen gehabt? Ich konnte leider nicht gehen, aber es hat mich schon gelustet. Ja, der rote Sportscar habe ich letztes Mal schon gemacht. Und ich bin wirklich einfach so viel gefailt, dass das halt nicht vorwärts gegangen ist. Das ist das Problem. Ich habe nur 2 Stunden und es sind doch einige Teile und zwischendurch geht das Zeug wieder auseinander, weil es alles immer so gut verankert ist miteinander. Und dann zieht sich das natürlich ein bisschen in die Länge. Also wir werden auch das mal nicht fertig, aber das nächste Mal werden wir sicher fertig. Und dann gibt es das übernächste Mal, in dem Fall, das sage ich jetzt einfach mal so schon, gibt es dann etwas anderes. Dann ist auch fertig mal mit den ganzen Autos. Dann machen wir etwas komplett anderes. Da freue ich mich persönlich schon auch ein bisschen drauf. Jetzt haben wir doch 3 Autos haben wir jetzt schon zusammengebaut. Und sind zwar auch frappante Unterschiede unter diesen Modellen. Aber mal wieder ein bisschen Abwechslung. Freue ich mich doch auch drauf. Jetzt eigentlich schon früher sollen geben, aber man kann halt nicht immer alles bestimmen, leider. Hast du am Weekend auch am Hero Fest ein bisschen zusammengebaut? Was hast du zusammengebaut? Bei der Konkurrenz?
Darf man das sagen? Oh mein Gott. Ah, Switzerland. Ah, okay. Nice. Nico war ja dort, oder? Und Troy in dem Fall. Das ist geil. Was haben die so gespielt? Außer noch Klemmbausteine zusammengebaut? Von dem habe ich eben auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Bis ich dann mal einen Post gesehen habe. So, okay. Spielt man immer noch an so einer grossen LAN immer noch so der alte Schinken, wie, keine Ahnung, Counter-Strike 1.6 und Unreal Tournament und Age of Empires 2 und keine Ahnung, was sagt man noch? Call of Duty 4, ich weiß auch nicht. Battlefield 1942. Ja, ich weiss, ihr bietet euch immer alle so nett an, zu mir helfen. Der Lowplay auch schon die ganze Zeit. Es wird besser. Also ich meine, ich lerne ja auch dazu. Eben, ich schiebe es ein bisschen auf den Hunger und ich bin vielleicht auch immer noch ein bisschen im Ferienmodus. Aber eine Besserung ist in Sicht. Und das nächste Mal ist, also das übernächste Mal in dem Fall, ist dann auch nicht mehr so ein technisches Thema. Mit dem ganzen Zeug ineinander reinstecken, wo, wenn es noch nicht richtig zusammenhebt, gerade alles auseinanderfliegt. Dann wird dann alles besser, liebe Freunde und Freundinnen. Freunde. Ja, das sagst du jetzt. Also, Ferien hat man im Kopf. Oder in der Ferien ist man im Kopf. Also das ist jetzt wirklich, wirklich eine gute Ausrede, dass ich noch in der Ferien bin, sorry. Nehme die jetzt nicht weg. Hast günstige Preise, okay. Und das Modell würde ich noch behalten dafür, okay. Ja, ist gut. Also, meine Chefin ist gerade per Zufall das Tapetenhemd, kannst du das mit ihr anschauen. Wandering Village, yeah! Ja, ist auch noch auf meiner Bucketlist. Sobald ich dann mal die aktuellen Games nicht mehr so spielen, aber ich darf nicht immer so hin und her hüpfen die ganze Zeit. Das ist einfach nicht gut bei mir. Es sollte einfach mal bei etwas bleiben. Ich habe glaube wirklich zu viele Horrorfilme geschaut, dass da in dem Musikstück das finde ich ein bisschen gruselig. Ganz ein bisschen. Ich muss jetzt da weiterschalten, das geht nicht. Geht mir auf den Senkel. Ich habe das Gefühl, da ist jemand hinter mir und macht so. Beißt mir nächstens die Ohren ab. Ich nochmal so ein Klemmerli. Das Klemmerli. Das Klemmerli. Bitte. Heiland, zack. Ja. Ah, du tönst schon wie ein Chef, Phoenix. Wirklich. Schlimm. Wenn du Zeit hast, um eine Ferien zu denken, dann hast du zu wenig zu tun. Ja, okay. Ich konzentriere mich jetzt da bei den letzten paar Kleebausteinen. Ich rede nicht mit euch. Ich bin jetzt einfach ruhig. Die sind so gemein, hey. So
Unglaublich gemein. Man weiß über. Mehr Arbeit. Mehr Arbeit! Als würde ich schon nicht genug machen und leiden hier. Also, heute und letztes Mal ist es wirklich wieder so ein bisschen Leiden. Gibt es da nicht ein bisschen Verbarmen von euch? Du hast wieder mit Cyberpunk 2077 angefangen. Kappa. Ja, kann man das jetzt spielen, oder was? Darf man das? Darf man das spielen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? 5. 3 noch vorne. Das sind 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die machen mich fertig. Also, aber bewusst. Die machen das extra. Also, sorry. Aber ich muss jetzt da meine Ausreden euch zeigen. Also hier oben heisst es, tu das ganz beim Ecken an. Und dann heisst es hier, tu das gerade unten an. Und wenn du das so machst, dann hast du unten nicht mehr 3 Noppen, dann hast du nur noch 2. Ich habe die Noppen hier abgezählt, ich habe das richtige Teil. Also hier sind viele am falschen Ort. Bin nicht nur ich einfach... Das macht mich einfach fertig. Die wollen mich einfach psychisch zerstören, wenn ich die Leute habe mit diesen Kleinbausteinen. Ich habe jetzt dann ein Burnout. Ich gebe jetzt einfach mentale Aufgaben völlig resigniert und lasse mich irgendwo in, keine Ahnung, so eine Reha-Klinik liefern. Also, Phoenix, willst du sagen, ich habe einfach grundsätzlich verloren? Ist das deine Kernaussage? Ich kann eigentlich nicht aus meiner Haut und es wird nie besser. Verstehe ich das Richtige so? Aha. Es macht mich wirklich hässlich. Es macht mich einfach nur hässlich. Muss man zusammenbauen auf die falsche Seite. Ich will ein neues Set! Ich kann nicht mehr! Habe ich schon wieder auf die falsche Seite gemacht? Hey, nein! Ich kann das nicht. Ich bin zu dumm. Es geht einfach nicht. Also es kommt eigentlich auch nicht darauf an, auf welcher Seite das ist, von mir erwarten muss. Ah! Ist es jetzt endlich richtig? Please.
es einfach unten an. So. Gut ist. Es war nämlich immer richtig gewesen. Es hat einfach... Also, nein, ist die Anleitung... Es ist einfach wirklich... Ich kenne einfach nicht, was eingezeichnet ist, hey. In 10 Jahren, ja. Ist sportlich. 10 Jahre. Aktuell. Ich würde mal sagen, ich würde jetzt mal 20 rechnen, wenn ich würde jetzt optimistisch sein. Ich denke, in 20 Jahren ist es machbar. Aber hey, ist doch cool. Also ich meine, ich könnte es auf brach.ch natürlich kaufen. Ich könnte es selber zusammenbauen und dann sagen, hey, mein 5-Jähriger hat es 2 Stunden zusammen gehabt. Meine 5-Jährige, Entschuldigung. Das ist doch richtig gut. Dann könnt ihr alle mich gemeinsam auslachen. Aber ja, um es nochmal aufbringen, also ich bin auch froh, wenn das fertig ist. Wirklich. Ich bin auch froh, wenn es fertig ist. Ich bin jetzt dann wieder so durch wie beim Kaffee-Dings. Im Kaffeehäuschen von Wangen. Wunderschön. Sieht mega stabil aus. Geht sicher nicht gerade auseinander, wenn ich jetzt das da nicht tue. Vor allem... Das muss aussen sein. Wenigstens sehe ich meine eigenen Fehler mittlerweile schon. Das ist doch auch ein Fortschritt, oder? Das ist doch auch ein Fortschritt. Und wo ist jetzt das schwarze Teil, Janne? Das, was da innen ist? Wusa! So. Gut, es ist an und es ist nicht kaputt gegangen. Sonst. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mm. Deine Katze könnte 2 Stunden. Ich challenge Tristan auf ein Battle in dem Fall. Weißt du, wie viele Twitch-Viewer hätte das? Klemmbaustein bauen gegen eine Katze. Das wäre der Twitch-Event. Das müsstest du noch richtig gross ankündigen. So ganze Pipapo, noch mit Charity-Events und so. Und let's go. Also ich würde es schauen. Ja, also, aber das ist ja schön, wenn du das so empfindest, Roleplay. Siehst wenigstens einen hebt zu mir und sagt, es ist fast fertig. Wenigstens jemand. Ich meine, nicht einmal ich habe daran geglaubt. Aber wenigstens machen das andere für einen. Ah, ist das nicht schön. Nein, also vom Timing her ist es ja eigentlich gut, weil dann sollten wir nächstes Mal wirklich super fertig werden. Und ich kann übrigens ich kann ein paar gerade dranbleiben. Nachher kommt Steffi noch. Also ich tue eigentlich nur den Stream beenden und dann kumpelt sie gerade rein, ausnahmsweise. Jetzt auch noch mit der Steffi ein bisschen Gaming. Ich weiß gar nicht, was sie spielt. Jetzt hätte ich noch fragen sollen. Steffi, falls du da bist, sag doch mal, was du spielst. Schnell.
Schwarze Knubbeli, bitte. Ah. I know what it is. Da muss dem Fall eins ohne Knubbeli. Ja, also Konzentration hat sich definitiv verabschiedet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nein, ich also das ist schon richtig angetan. Hat es beim einen einen Knubbel und beim anderen nicht? Das ist ja voll weird. Vor allem, wie habe ich das jetzt abgenommen? Ja, und ihr so? Was ist so los bei euch im Leben? Es ist doch so eine. Jetzt brauche ich noch so eine mit dem Füßli unten dran. Was sich natürlich geschickt von mir versteckt. Schurke. Oder ich habe hier 2 Füßli verbaut. Das könnte auch noch sein. Bräuchte es da auch nicht 2 Füßli? Nein! Haha! Das ist es. Ich habe auch nicht 2 Füßli gemacht. So. Jetzt haben wir dann langsam jedes Teil etwa 3-mal angemacht und wieder weggenommen. Jetzt habe ich zwar ein Füßli, aber jetzt fällt mir es gerade wieder. Ich tue jetzt die einfach auf die Seite. Ah, da ist jetzt Steffi. Steffi, was spielst du denn? Ich habe dich schon angeteasert. Es ist ja gut, wenn nachher etwas anderes kommt, weil hier wird es nur schlimmer. Der Discord? Nein, ich habe den Discord nicht offen. Man muss sich hier immer noch anmelden. Aber wenn etwas auf Discord postest, kann es Steffi mir nicht wirklich weiterleiten. Wieso hast du ein gutes Meme gefunden, das auf die ganze Situation passt, oder was? Ah, ist es. Ah. Ich habe es gefunden. I have it. Wo habe ich jetzt das rote Teil eigentlich da? Ah, das habe ich noch gar nicht. Ah! Bitte nehmen wir die Kleebausteine weg. Es könnte passieren, dass ich mich selber einmauere mit denen. Es ist alles möglich. Ah, Immortals Phoenix Rising. Ah, stimmt, da bist du noch dran. Ein mega geiles Spiel. Und ich weiss, glaube es ist eines von deinen Lieblingsspielen. Kein Lego mit der Steffi. Nein, kein Lego mit der Steffi. Also. Aber nicht jetzt. Vielleicht geht es schon mal wieder. Da steht also in der Anleitung vom SRX eben ganz klar, dass das nicht bündig draufkommt, sondern eins versetzt. Was? Von was redest du? Aha! Nein. Ah, ich weiss was, das von vorher. Ah, du hast jetzt da das. Nein. Ah, wenn man oben schaut, ja, bestimmt. Nein! Jetzt habe ich ihn schon zusammengeschissen und sie sind immer noch im Recht. Das ist Unrecht. Hey, bitte. Ah, ich kann nicht. Jetzt habe ich gemeint, ich bin im Recht und ich bin immer noch falsch.
Also ich verstehe es, wenn nächstes Mal einfach niemand einschaltet und ihr einfach wartet, bis der Streamtitel sich ändert auf irgendetwas anderes, was wir zusammenbauen. Ist voll verständlich. Kann ich absolut nachvollziehen. Okay, also das ist ein Teil. Gut. Dann machen wir das halt nicht fertig. Lordplay ist völlig am Übergehen. Ich weiss! So sad. Steffi darf nur gamen. So sad. Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass ich in der Schule immer Bestnoten hatte in Geometrie? So puncto räumliches Vorstellungsvermögen und so? Würdet ihr mir das glauben? Ich soll schauen, dass Steffi Lego bekommt. Meinst du, es ist alles besser als ich? Sag's ehrlich. Ist ja gut. Dann tut Steffi macht Klemmbaustellen und ich tu gamen. Im Gamen bin ich gut. Das ist wieder richtig weird. Weird. Das ist ein weirdes Gebilde. Wir euch alle bemüht, hier für mich das dürfen zu übernehmen, weil ihr es nicht mehr anschauen könnt. Und trotzdem hocken ihr da. Vergiss es. Ah, schade. Jetzt müssen wir mich noch weiter tragen. Ah. Schon traurig. Tja. Pech gehabt. Ich will mich jetzt noch ganz lange aushalten. Aber für heute nur noch ein paar Minuten. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir 2 Stunden lang mich ertreibt. Steffi macht beides. Ich darf nichts mehr machen. Autsch. Ah. Das tut jetzt aber richtig weh. Hey, hallo? Also das schmerzt. Das hat mich wirklich zutiefst getroffen jetzt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nächste Woche ob ich da noch machen kann im Fall. Ah, ich bin dein Gehilfe in den Kochstreams. Ja, findest du das gut, wenn ich dort auch noch sage? Ich weiß nicht, ob das die bessere Option ist. Ich kann gut Miniaturen malen, ich kann gut D&D und ich kann gut gamen. Das kann ich gut. Und Klemmbausteine kommt ganz aufs Set drauf an. Also wir haben auch schon, also das erste, was ich angefangen habe, ist eigentlich nicht schlecht gegangen mit dem Giraffe da von Forbidden Horizon oder wie es heisst.
So, jetzt muss es da noch irgendwie richtig drauf. Und zuerst kommt aber noch so ein Klemmerli an. Ein Klemmerli. Und das rotes drunter. So, okay. Ein Kotflügel haben wir. Und den Rest machen wir Vollgas, hoffentlich nächstes Mal. Aber ich glaube, du bist ein guter Koch. Ja, was mache ich dann? Einfach Zwiebeln schneiden die ganze Zeit. Was explodiert die Küche? Ja, könnte passieren. Ah, Steffi, danke, dass ich dich niemals setzen könnte. Ah. Kann man aber auch umdrehen. Ja, dass du mich nicht kannst ersetzen. Ja, okay. Ah, gar nicht. Nein, kommt schon gut. Kommt schon gut. Also Zuversicht. Zuversicht, das ist schon mal besser gelaufen wie letztes Mal. Wir haben ein paar Fehler von letztes Mal müssen ausbügeln. Aber er kommt langsam. Also ich meine, ein bisschen Fortschritt gibt es ja, oder? Ein bisschen geht es. Hier können wir schon schön lenken. Hinten dran haben wir, wenn ich da noch richtig drehen, unsere Zylinder. Und währenddessen reiße ich da wieder etwas ab. Das ist doch einfach nochmal fantastisch. Immer wenn ich etwas so zeige, dann reiße ich noch etwas ab. Ja. Aber er kommt gut. Er hebt mehr oder weniger zusammen zumindest. Und wir haben einen Kotflügel fertig schon mal. Ja. Gibt's für mich nur noch Lego? Okay, gut, ja. Ist okay. Ist okay. Nimm ich in Kauf. Nein, don't worry. Aber vielleicht gibt es einfacher. Ja, weißt du, so ab 5 Jahren ein Klemmbaustein-Set oder so. Das wäre. Da würde ich mich jetzt daheim fühlen. Ganz daheim. Aber hey, ich glaube, bis jetzt, also. Ist jetzt einmal richtig ausgesehen. Also ich finde, es sieht gut aus. Und es hebt alles zusammen, wie gesagt. Wunderprächtig. Dann übergebe ich euch an die Steffi. Für das muss ich ganz kurz den Stream beenden. Der startet dann gerade wieder mit ihr. Und Immortal Phoenix Rising, in dem Fall geht es weiter dort mit der Story, die jetzt mit drin ist, gehört, wenn ich das recht im Kopf habe, auch zu ihren Lieblingsspielen. Ich wünsche dort ganz, ganz viel Vergnügen. Ich danke vielmals, dass ihr mich heute ausgehalten habt und auch das nächste Mal noch werdet aushalten, wieder am Dienstag von 11 bis 1. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Nachmittag, ganz eine tolle Woche und bis bald. Tschüss miteinander.